Nein, ich habe es sehr flüssig gefunden. Flüssig wie der Hearty Peach. Oh shit! Flüssig wie dann der Abend wird. Ah. Ja, Flavio und ich stehen hier im Studio und wir haben etwas in der Hand, nämlich den Hearty von Auszeit. Genau. Für eine kleine Lecker erfrischende schmecken. Auszeit. Ihr wisst noch gar nicht, es ist Sonntag. Und es ist Sonntag um 12 Uhr und wir machen jetzt einen Hearty Ich hatte auf. erst zum Morgen, gell? Ich hatte ein halbes Brötchen. Ui, Aber, ja, dann schädert der jetzt dann. Also machen wir mal auf. Ja. Oh, ich hasse das Aufmachen. Nein, Ich habe Angst, dass ich mein Nagel abbricht. Ich liebe das Geräusch. Gebt euch das schnell. Du solltest einen eigenen Kanal aufmachen für die huren Töne. Ich mache Du hast so YouTube Freude dran. Ja. und ASMR. Du machst das aber auch gut. Also es dann, weißt du, jetzt gerade, wir haben ja Kopfhörer an. Ja. So wie es im Mikro tönt, wir hören das ja gerade, das Ja, macht ja, ja. Freude. Ja, das macht echt Freude. Also ich konsumiere kein ASMR-Content, aber ich check schon. Ja. Ich check schon. Also, Also. Bröstchen, Stößchen. Zum Wohl, Viva. Zum Wohl. Ich habe schon mega lange nicht mehr gehabt. Ich auch nicht. Mm. Es hat zwar 4,5%, aber es ist nicht so Es ist, ja. Nein, ich finde es eben auch. sehr süffig. Du bist zwar Biertrinkerin und so und kannst amigs auch noch. Keine Ahnung, du hast Gerne ein Bierli, ja. du hast mehr Auswahl. Also, ja. Also meinst du jetzt, wenn ich so... Wenn du nicht gerade das Härte willst trinken, weißt du, so ein Wodka Lemon oder so. Zwar das hätte ich weiß nicht genau, was alles das drin hat, aber es ist wie auch so ein bisschen eine Bieralternative oder eine Seltzer-Alternative, die ich nicht so... Ja, du hast halt Seltzer nicht gern, du hast Bier nicht gern. Dafür hast du Eistee gern. Das ist eigentlich, du bist voll Zielgruppe von dem. Ich bin definitiv Zielgruppe. Hey, ja, am Schluss sagen wir, dann haben wir etwas zu gewinnen von dem. Ja, ich glaube, ihr habt es gemerkt. Genau. Das Genau. heutige Türchen ist präsentiert von Auszeit. Aber ihr könnt etwas gewinnen. Ja, aber... Wir sagen es schon, nachher, am Schluss, was wir machen, um es zu gewinnen. Aha, stimmt, also sag's. Also, Auszeit gönnt euch 24, also das 24er Päckchen Hard Teas. Nicht nur mit der Peach-Sorte, sondern auch mit der Lemon-Sorte. Genau, Und ja, was ihr da dafür machen müsst, erzählen wir euch am Schluss. genau. Wir steigen jetzt aber mit dem Türchen 19, haben wir das schon erwähnt? Nein. Wir werden am Schluss vom Adventskalender ein bisschen... Ja. Ja. Da haben wir Ja, uns das auch locker. eingegroovt. Nein, ich freue mich auf die Folge heute. Wir dann nämlich uns ein bisschen Spiele vorschlagen. Spiele, die man machen kann, zum Beispiel an Weihnachten mit der Familie. Ja? Aber einfach sonst random, es muss nicht Weihnachten sein dafür. Ja, mega. Mit einer Gruppe oder so, wenn man am Tisch hockt zusammen, da hat man vielleicht nicht gerade eine Spielkiste dabei oder so. Und das sind die Spiele, die wir heute jetzt vorstellen, wo man einfach mal so kann spielen ohne grosses Equipment oder so. Ja, voll. Also ja, je nachdem. Also je Aber es nachdem. sind nicht die grossen Siedler oder Monopoly. So Sachen nicht. Ich habe von Siedler auf. Nein! Also nicht, weil ich das Siedler. empfehlen als wir brauchen für das nichts, einfach nur Siedler, sondern mehr, weil ich habe einfach 2 Spiele aufgeschrieben Ja. und Siedler ist eins davon, weil ich das einfach so gerne spiele. Ja, ich bin weniger die Siedlerin. Nein, ich bin voll die Siedlerin geworden. Wir haben mal vor Siedler einem Jahr noch nicht gespielt. gekannt. Ich Nein, weiss. ich dachte, dort musst du so mit Heu und Stein handeln. Und Holz und Ja, so. und ich habe doch einmal beschissen. Ja, du hast beschissen. Ich Nachher lieb's. irgendwann ist es aufgeflogen und mir so, hallo? Du hast doch gar nicht so viel Lehm. Ja. Wieso hast du plötzlich so viel Leben? Hä? Du hast gar nicht die Zahl auf dem Feld. Warum bekommst du jetzt so Heu? Eben, das ist so geil. Das ist so Aber geil. ich bin halt die Spielerin, die gerne Spiele hat, wo so musst Action, wo man nicht nur, also wo Du musst hast nicht gerne Strategiespiele. Du bist lieber die Tabu spielt. ja oder so ein bisschen, ja, wo musst noch ein bisschen kreativ sein und dein Hirn auf andere Art anstrengen und nicht Taktik, sondern ja doch. Ich glaube, ich soll mal mit einem Ich anfangen. wollte sagen, zum Beispiel. Also was denn? Top 10. Top 10? Kennst du? Aha, ich habe gedacht, du sagst, du hast jetzt 10 Spiele Ah, nein. Ich so, Nein. Top 10? Nein, ich habe so 4. Aber Top 10 Mhm. heisst, du hast die Zahl von 1 bis 10. Mhm. Bestenfalls bist Ich weiss, was spiele, ja. Genau, bestenfalls bist du 10 Leute. Das heisst, jede Person kommt irgendeine Zahl über. Okay, ich kann es doch nicht. Wow. Also dann werden die Zahlen verteilt, du zeigst niemandem die Zahl. Und nachher tut einer eine Karte vorlesen. Mache ich nachher. Also braucht man Karten für das? Ja, genau. Zum Beispiel,
Juble, wir sind im Finale von Fußballmuffel, das wäre das 1, bis grösster Fan wäre das 10. Und das Ziel ist nachher, ich, der die Karte vorgelesen habe, muss herausfinden, wer welche Zahl ist. Aha, das heisst, man muss according zu deiner Zahl so jubeln. Genau, und du musst halt auch je nachdem, jemand fängt ja an, und du musst dann halt das so einordnen, so, Also zum Beispiel, wenn jetzt ich würde anfangen, ich hätte das 1. Warte, stopp! Wir können es jetzt gerade machen. Okay. Ich habe jetzt bei dir 1 bis 5 gemacht, weißt du, das kann man auch ein bisschen anpassen. Darum die 5 Zettel da. Genau. Und Also ich ziehe auch noch 1. Okay. Ziehst mal 1 und sagst mir nicht, was für eine Zahl. Okay. Und jetzt gibst du mir noch das Zettel über. Jetzt machen wir das mit dem Fußballjubel. Ja, und man kann auch ein bisschen den anderen nicht verarschen, aber aber jemand setzt halt den Maßstab, oder die anfängt. Wer fängt an? Du. Okay. Und wir haben jetzt... Du musst sagen, wir sind im Finale. Die Skala ist 1 bis 5? Ja. Ich muss den Satz sagen? Ja, Juble, wir sind im Finale. Also halt auf Schweizerdeutsch. Aha. Let's Oh Gott, go. okay, warte. Ich muss mir überlegen, was das 5 wäre. Wow. Also das 5 ist es in dem Fall nicht. Ah, shit! Du darfst schnell! Du musst... Ich bin so blöd. Also, vielleicht ist das ja Strategie. Vielleicht versuche ich das. Okay, schau, meins ist folgendes. Wir sind im Finale. Okay. Okay, warte. Jetzt dies? Wir sind im Finale. Also du, darf ich raten? Ja. Du hast fix 1. Ja. Was habe ich? Das ist 2 in dem Fall. Ich habe so gedacht, ich habe gedacht, nur sagen, wir sind im Finale, wäre fix 1. Also habe ich noch vor und nach so ein Hup. Ja. Also warte, lustig. ich gebe es dir wieder. Okay. Nochmal 1? Ja, es gibt noch mal ich mache noch 2. Okay. Eben, das Ziel von dem Spiel ist dann, dass einer halt von all die richtige Zahl erratet. Ja. Und ich habe jetzt bewusst nur so Zettel genommen, wo man reden muss. Es gibt auch Sachen, wo wir zum Beispiel letztes Mal haben müssen von 1 bis 10, du musst ein Baby weitergeben. Von 1, du hast gar nicht gerne Kind, bis 10, du hast mega gerne. Geil. Kann man Aber als Schauspielerin. Genau, und ich liebe das. Ja. Aber was sind das? Woher hast du die Kärtchen? Wir haben das Spiel daheim. Wie heisst das? Top 10? Ah. Also, gut. Sorry, ich muss schnell schauen. Ein Terminator klopft an deiner Tür. Ich komme aus der Zukunft. Meine Mission lautet, was sagt er? Von super lächerlich bis extrem wichtig. Oh shit. Was ist ein Terminator? Einfach einer aus... Also Terminator ist ja das Terminator. Der kommt einfach aus der Zukunft. So eine Gestalt, okay. Ja. Und was ist nochmal die Skala? Von Also lächerlich bis... Von super lächerlich bis extrem wichtig. Okay. Also ich ziehe... Kannst du mir wieder... Ja, ich habe ein anderes Zettel genommen als Gibst vorher. mir Und jetzt muss ich auch noch ein Zettel nehmen. Ja. Oh Mann. Okay. Ja, du darfst denn nicht. Warte, ich muss noch etwas überlegen. Du fängst wieder an. Okay. Ihr könnt ja auch mitmachen, Leute. Jenny, du schnell die Ohren zu, dann kann ich den Leuten sagen, was ich kann. Okay, warte schnell. Ich habe es 5. Gut. Okay, ich sage dir auch den Leuten, was ich kann. Also, geh weg. Okay. Geh weg. Warte. Leute, ich habe es 3. What the fuck, ich habe es 3. Und das ist ja genau in der Mitte. Was sage ich jetzt? Ich weiss es nicht. Kannst du zurückkommen? Ich weiss, was du hast. Von super lächerlich bis extrem wichtig. Du fängst an. Ich liebe es, dass ich nicht muss Nein, das mal anfangen. fängst du an. Ja, genau. Ich liebe es, dass ich nicht muss anfangen. Ich liebe es, dass der Jenny übergeschoben hat. Aber sie ist jetzt zurück. Ich liebe jetzt einen Schluck Karte. Also, was sagst du? Also, ich bin ja der Massstab. Ui, das war ein kleiner Görbsel. Ja. Ich komme aus der Zukunft. Meine Mission lautet, jeder Mensch soll einen Kopfkratzer besitzen. Okay. Ich muss auch den Satz ablesen. Ja. Kannst du auch Schweizerdeutsch?
Okay. Umkehren. Ja. Shit, ich bin so unkreativ. Aber jetzt. Ich komme aus der Zukunft. Meine Mission lautet, wir müssen Elon Musk stoppen. Okay. Also, Was sagst du? ich sage, du hast 4. Hure gut, ich habe es 3. Das ist ein bisschen zu wichtig getönt, oder? Ja, ist schon sehr wichtig, ja. Ja, aber Mann, das 3 ist hure Was scheiße. denkst du denn? Was ist das Mittelmaß von lächerlich? Ja, Das ist aber extrem wichtig. ja, es ist aber geil, wenn du 1 bis 10, dann hast du ein bisschen mehr Variation. Ja, Bei voll. 1 bis 5 ist halt schon recht krass. Krass, ja. Was hast du denn das Gefühl, was ich habe? 1 oder 2. Kopfkratzer. Du sagst ja, dass du findest, du würdest auch verzichten auf Orgasmen, wenn du dafür, also wenn du dich jetzt für immer müsstest entscheiden, dann würdest du eher den Kopfkratzer nehmen. Ja. Crazy Aussage. Aber das macht das wichtiger. Das, was du gesagt hast, macht das wichtiger. Darum stufe ich. Und wenn du vorher 4 gesagt hast, kannst du das 4 nicht haben, ich habe das 3 gehabt, also musst du das 2 haben. Ich habe es 5. Ich wollte ein bisschen gamblen. Ich habe gedacht, weil ich das sage, weißt du, dass das für mich sehr wichtig ist. Okay. Ja, ich bin mit der Logik bin ich nicht ganz, ich bin nicht ganz weit weg, aber ich habe falschen Schluss gezogen. Also, wir machen noch 1. Warte, ich gebe dir wieder das Zettel rüber. Ja, danke. Gut. Gut. Oh, das ist wirklich lieb. Ein Hellseher sagt dir deinen Tod voraus. Was hat er dir erzählt? Von so möchte ich sterben bis schlimmster Tod. Ui, okay. Oder findest du zu krass? Nein, können wir schon machen. Okay. Also gib mir das Zettel. Du musst noch nicht überlegen, du musst zuerst mal das Zettel ziehen. Also das ist dein Zettel. Ja. Und das ist meins. Was von so möchte ich sterben bis? Schlimmster Tod. Okay. Und eben, es muss ja nicht... Die erste Person tut einfach das Ding legen halt. Okay. Den Bei mir? Maßstab. Was hat dir dein Hellseher oder deine Hellseherin gesagt? Mein Hellseher hat mir gesagt, dass ich unwissentlich das letzte Abendmahl hatte mit meiner Familie und Freunden. Und dann bin ich friedlich eingeschlafen. Und am nächsten Tag sind alle verwacht, Ausser ausser ich. Hast du Gewehrwölfelt? Ja. Es ist schon gerade in den Sinn gekommen, so, weil du sagst, so, Ausser alle wachen Jenny. auf. Ausser Jenny. Ich bin Dorfbewohner gsi. Ich habe dich gehört flüstern bei den Werwölfen. Ich nehme sie mit in den Tod. Wir sind Amor, wir sind Liebende gsi. Im Fall an Friendsmas von unserem Grüppli Ja. im Schindelegi von Unsisberg machen wir das einmal. Das ist geil. Ich liebe Werwölfe. Das ist auch ein geiles Spiel. Muss aber auch eine gute Gruppe sein. Ja. Weil... Oh, also... Was sagst du? Hey, meine Hellseherin... Fuck, ich Was sagt weiss deine- noch nicht, wo ich hingehe. Ich weiss noch nicht, ob ich reden anfangen und schauen, was mich antreibt. Wenn ich dir die Antwort geben darf, dann würde ich dir empfehlen, überleg noch mal ein bisschen, bevor du redest. Nein. Also ich meine das nicht Also gemeint. meine Hellseherin Okay. hat gesagt, sie hat mir meine Hand so abgelesen und gemeint, Ui. Flavia, ich glaube, ich würde nicht mehr auf ein Baumhaus, weil du wirst dort bei dir daheim in deinem Baumhaus, dein Albtraum, den du immer geträumt hast, der wird wahr, weil du wirst dann einfach vom Baumhaus zack auf den Boden fliegen und zack tot sein. Ich weiß jetzt nicht. Das war dein Albtraum gewesen? Also das habe ich im Fall wirklich viel geträumt, aber ich habe halt... Ich Dass bin du vom mir Baumhaus fliegst, wo Ja. deine Daddy dir gebaut hat? Ja, gell, also sowas von gefährlich dort oben. Es hat keinen Hag rundherum. Also es ist nie etwas passiert. Ja, und das Baumhaus hat in der Regel keinen Hag, ja. Also meinst du das Nochmal. Auffangnetz, meinst du? Nein. Nein, oben halt. Ich Ja, glaube, kein welches Baumhaus hat einen Garten mit Hag?
Nein, einfach so eine Terrasse. Ich hätte, glaube schon einen Haargarten gemacht, wenn ich mein Vater gewesen wäre. Aha, also du hast in dem Sinne eine Terrasse ohne Balkonrand? Nichts. Ja. Oh Gott. Also es ist schon ein abgesperrter Raum, ein Häuschen im baut Bau. mir auch nur zu einzeln. Ja, ey, also... Oh mein Gott. Okay. Jetzt ist die Frage, würdest du Also, wählen, dass der Traum, in Klammer Albtraum, in Erfüllung geht? Oder ist das die schlimmste Art und Weise, wie du dir kannst vorstellen zu sterben? Also du bist das 1 oder das 2. Ich glaube, du bist das 1. Dann bist du wahrscheinlich das 3. Nein, ich bin das 5. Schon wieder? Ja, du hast mir wieder das 5 gegeben. Ja, Bist du das 1? Ja? Ja. Mann, okay, du bist gut in dem. Ich bin nicht gut in dem. Doch. Ja, aber auf jeden Fall das Okay. Spiel, Leute, Ja, stell ich mir lustig vor. es ist Aber wirklich... es müssen auch lustige Sachen sein. ja, Eben, und das es ist müssen jetzt ein halt, bisschen deep es gewesen. müssen halt auch Leute sein, Was ich wo- nicht schade oder nicht peinlich sind. die für ein Sachen. bisschen auch da... Ja, man muss manchmal auch ein bisschen... Ich bin eben manchmal schlecht in so kreativen Inhalt. Weißt du, so, Also einfach auf die Schnelle meinst. ja, genau. Du bist kreativ. Aber vielleicht fühlst du dich zu fest unter Druck. Ich glaube ja. Aber es macht mir gleich Spaß. Also wahrscheinlich muss man einfach einmal nicht so weit überlegen. Ja. Nein, mega. Es ist wie... Genau. Willst du eins Also, erzählen? ich finde ja das Spiel Imposter super. Kennst du? Ja, das kannst du glaube auch am Handy so eine App abladen, nicht? Genau. Ja. Ich frage mich, ob er das auch ohne App kann spielen kann. Aber ich glaube, es braucht schon eine App, weil du lädst die App ab und nachher gibst du das Handy einmal um Mhm. und jeder Person wird ein Wort angezeigt. Aber einer Person wird ein anderes Wort angezeigt als allen anderen. Mhm. Und du musst dann, wieso es mit dem Wort nicht verwandt, mit dem Wort, wo dir gezeigt worden ist, mit dem, oh Gott, wie erklärt man das? Also, Ich liebe, wenn Leute mir Spiele erklären. jeder am Tisch, sagen wir, wir sind 8, 7 Leute, haben zum Beispiel das Wort Disney Mhm. gehabt, und eine Person hat das Wort Mickey Mouse. Nein, ist es nicht. Nein, das Wort vielleicht Hollywood. Fernbedienung gehabt. Aha. Mhm. Und nachher müssen alle, geht so in der Runde und jeder muss ein Wort sagen und das Wort muss wie so verwandt sein mit dem Mhm. Wort, das dir angezeigt worden ist. Ja. Und es ist das Ziel, dass man in der Gruppe herausfindet, wer ist der Imposter. Sprich, wer hat das andere Wort gehabt, tut aber so, als hätte er das gleiche Wort wie alle anderen. Und der Imposter weiss Und der auch. Imposter weiss man einmal nicht, dass er der Imposter ist. Weil du weisst auch nicht, was die anderen für ein Wort haben. Also wenn Voll. jetzt ich eine Fernbedienung hätte als Wort, alle anderen hätten Disney. Und dann sagt man zum Beispiel so, Ja. Fernsehen schauen, Ja. Bildschirm. Und dann sage ich mit dem Wort Fernbedienung sage ich Unterhaltung. Ja. so. Dann weiss man ja nicht gerade. Und das Ziel ist, dass ich nicht auffliege als Imposter. Mhm. Und wenn man so das Gefühl hat, dieses Wort ist jetzt mega angelehnt gewesen, auf was ich Ja. gesagt habe. Das heisst, du hast eigentlich keine Ahnung. Es ist auch so ein Game, wo du kannst so argumentieren, ein bisschen Ja. schauspielern. Nein, warte, ich erzähle es euch. Der Imposter, bei dem steht nicht ein anderes Wort, sondern bei dem steht Imposter. Also einfach, der weiss es. Stimmt, der Imposter weiss es. Aber es gibt manchmal noch so das extra Level, wo Mhm. in einer Gruppe gibt es 2 Wörter. Ja, und dann muss ja. man herausfinden, wer zusammen mit wem in der Gruppe ist. Aber stimmt, der Imposter weiss, dass er Imposter ist. Mhm. Ist gut, super, dass ich Spiele immer falsch erkläre. Mhm. Und der muss schauen, dass er nicht auffliegt. Das heisst, er muss hören, was die anderen sagen. Ja. Und dann got etwas. it. Und das Ziel ist, von wenn du kein Imposter bist, ist das Ziel, dass du ein Wort sagst, das möglichst Ja. weit weg ist vom originalen Wort, aber gleich irgendwie noch einen Bezug hat. Dass du es am Imposter möglichst schwer machst. Zum Beispiel, wenn jetzt das Wort Disney wäre, Ja. würde ich sagen Walter. Mhm. Ja. Checkst du warum? Wo ist Walter? Nein, Nicht. wegen Walt Disney. Aha. Okay. Würde ich sagen Walter. Aber wenn du ein Wort sagst, das zu weit weg ist, machst du dich auch verdächtig als Imposter, obwohl du vielleicht keiner bist. Ja, du kannst ja... Dann sagen die Leute, die so das gleiche Wort haben wie Ja, ich, ja, ja. denken so, Mhm. warum sagst jetzt du Walter? Das ist Mhm. also wirklich gar nicht, weil sie vielleicht nicht checken, was ich meine. Ja. Denken sie so, hey, Ich habe das Jay letzte ist safe Mal- Imposter. Ich habe das letzte Mal mit Zeichnen gemacht, das ist im Fall noch lustig. Mit Zeichnen? Anstatt erklären, haben auch alle das gleiche Wort gehabt, ausser jemand. Der hat aber das auch gewusst, dass er etwas anderes hat. Mhm. Und dann hast du müssen immer wieder... Du hast nicht dürfen unterbrechen. Du hast einfach, jeder hat dürfen einen Zug zeichnen, also eine Linie mässig. Weißt du, ein Linienverlauf. Genau.
Und dann ist das Papier immer umgegeben worden und dann die eine, ich bin einmal am Poster gewesen, und es ist glaube ich um Girling gegangen, habe ich einfach einen Strich gemacht. Und ich bin zuerst hure unauffällig gewesen, aber irgendwann hat einer so gesagt, ist euch mal aufgefallen, Flavia? Mal immer nur Strich. Ja. Und ich so, hä? Also du hast jetzt so ein Ringeldings also nachher sagt man so, wenn man den Poster ist, sagt man so, du checkst einfach nicht. Wenn du würdest checken, dann würdest du wissen, warum ich so das so sage. Oder so mal. Ja, eben, das ist cool. Ja. Ein anderes Spiel, das ist einfach so ein Klassiker, den man gut machen kann, ist «Wer bin ich?». Mhm. Für das muss man aber sich in der Gruppe ein bisschen kennen und auch ein bisschen wissen, kennt die Person die Person? Ja, ja. Könnte sie die kennen? Weil wenn du einer Person einen Namen gibst auf die Stirn, «Wer bin ich?», Ja. wo die Person nicht kennt, wer das ist, dann ist das nicht lustig, weil dann findet sie es nie raus. Ich habe dort letztes Mal richtig einen Bock geschossen. Was hast du gemacht? Ich habe das gespielt und ich bin Michelle Obama gsi. Und also ich habe das noch nicht gewusst, aber ich so bin ich US-Politikerin irgendwie so, ja, ehemalig. Nachher bin ich so gewesen, alter Fuck, wer hat mir das aufgetragen? Ich kenne mich gar nicht aus. Und nachher habe ich anstatt ich wollte dann fragen, so ich wollte eigentlich fragen, ob ich eine First Lady gewesen bin. Mhm. Was hast du gesagt? Eine White Lady. Und dann erstens, Michelle Obama ist nicht weiss. Zweitens, er heisst nicht... Nein. Und von einer... Also, ich habe das bei meinem Date seiner Fan daheim gemacht. Und sein Vater hat zugelassen. Und ich sage, bin ich eine White Lady? Und ich wollte ein bisschen gescheit wirken. Dann, das wäre First... Also... Ja, also nein, weiss ist sie nicht. Nein, aber ja, du hast richtig gemeint, du hast falsch gesagt. Und in meinem Kopf war schon so, hä, das heisst doch wegen White House. Hast du gemeint, so White Lady. Oh Gott. Und alle sind so, nein. Ich glaube, du bist auf der falschen Fährte. Ich so, aber Michelle Obama. aber First Lady und White Lady. Aber ich bin schon nicht so dumm, wenn ich jetzt gerade bin. Oh nein, du so Fettnäpfchen, flatsch rein. Rassismus! Überall rein. Oh Gott. Ja. Nein, aber gut, ja, kann passieren, du. Ja. Eben, etwas anderes finde ich lustig ist, das sind so Klassiker, die kennen wir alle, die müssen wir nicht erklären. Gemsch und Arschlöchle. Gemsch. Wow. Und ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich auch nicht. Und wenn mir Gemsch in den Sinn kommt, dann sehe ich mich in so einer Skihütte, nach dem Skifahren, nach einer Portion Elbermagrone, noch 4-5 Runden Gemsch und dann wieder auf die Piste. So, das ist für mich das perfekte Szenario von Gemsch. Bei mir ist Schokimelange und Gemsch. Aber ja. Aber einfach so, was spielt man so auf der aber hast du dort Grenzen? Weil dort sind die einen Leute auch so, ja, wir dürfen nicht so... Man muss einfach ein Zeichen abmachen. Ja, aber ich habe auch früher manchmal so gemacht, dass man irgendetwas gesagt hat. Also das Zeichen ist, es gibt ja keine Grenzen für das Zeichen. Aber wenn du immer das Gleiche sagst, um deinem Partner zu signalisieren, dass du jetzt Gemsch hast, ja, safe. Dann ist es auffällig. Ja. Was habe ich amigs gemacht? Also ich weiss nicht, aber mich hat das einmal in Wahnsinn getrieben, wenn ich das Gefühl hatte, ich weiss, was ihr das Zeichen ist. Und dann habe ich es gesagt und dann ist es nicht, dass ich so... Ja, du kannst dich auch wieder voll veräppeln. Ja, und du kannst ja auch taktisch ein Zeichen abmachen, das dann aber gar nicht das ist. Alter, ja. So, weißt du, irgendwie ein Finger oder so. Ja. Das ist so gut. Ich liebe Gemsch. Und Arschlöcher sowieso. Ja. Wir sind mal mit meinem Götti und ihrem Kind in der Ferien gewesen. Safe, schon 10 Jahre her. Ja. Und nachher irgendwie, also wir sind entsprechend klein gewesen, oder jugendlich einfach. Und nachher haben wir es so davon gehabt, dass wenn Kinder ihren Eltern sagen, Mami, Papi, können wir bitte Arschlöcheln? Ja. Wie das tönt, weil man nicht weiss, dass das ein Kartenspiel ist. Oh mein Gott, das macht die Familie daheim. Scheiße, ich tue den Kispo anrufen. Nein. Oh mein Gott, ey. Wirklich. Wir haben das dann anders eben genannt. Wie haben wir es genannt? Arschlöcher. Wir haben den Afteren. Sorry, ist nicht lustig. Sorry, es tut mir leid. Aber... Nein, wir haben das dann irgendwie... Ich weiss nicht mehr, wir haben es dann irgendwie anders genannt. Bauern. Irgendwie so, weiß nicht mehr. Aber ja, das ist voll lustig. Hast du noch Spiele? Ja, ich habe halt mein Lieblings. Das wäre? Ja, eben Activity, aber halt selber machen. Also heisst, sprich... Wörter aufschreiben? Ja, auf ein Zettel. Und dann macht man mehrere Runden, aber immer mit den gleichen Zetteln. Also ja, stimmt, das ist geil. Genau. Und das Ding ist eben, ich habe das amigs gemacht,
dass alle Begriffe aufgeschrieben haben. Mhm. Sorry, ich muss gerade lachen, der Arbeitskollege. Ich weiss nicht, dass wir aufnehmen sind. Er ist eben mein Volleyballmatch letztes Mal, gestern schauen. Jetzt hat er einfach gewunken. Nein, er hat so einen Smash gemacht. Smash? Ja. Ich habe gegen seine Tochter gewonnen. Auf jeden Fall. Hey, Competitive Flavia hat schnell müssen. Ja, er ist auch competitive. Mhm. Auf jeden Fall. Mehrere Runden. Ich gebe euch schon mal einen Tipp. Ihr dürft nicht eure eigenen Begriffe aufschreiben, weil dann, also weißt, Wie meinst du? ich habe das nämlich so gemacht mit der Gruppe, so, also komm, jeder schreibt 10 Begriffe auf und wir tun sie in eine Schüssel. Nur viel. Ja, aber dann weiss jeder schon irgendeinen Anteil von Wörtern Ja. und das tut das Spiel behindern. Also, Aber wie willst du denn Wörter aufschreiben, ja, die das du nicht erzähle ich kennst? jetzt. Und zwar einfach ein bisschen Vorbereitung, weil ich habe letztes Mal zum Beispiel... Du erzählst anderen Leuten und sie müssen dann aufschreiben. Genau, also ich habe zum Beispiel, glaube noch, als ich beim Radio gearbeitet habe, manchmal die Radiomoderatoren haben zwischen dem, was sie sagen, manchmal keine Zeit. Dann bin ich rein und habe gesagt, hey, ich mache am Wochenende Activity. Schreib mir, kannst du jetzt einfach 2 Stunden lang, wenn dir mal wieder ein Begriff einfällt, einen aufschreiben und dort in den Chor blicken. Flavia ist eben Profi drin im Outsourcen. andere Leute ihre Sachen machen lassen. Ja, aber darum werde ich eine gute Chefin. Genius. Und letztes Mal die WG auch. Weißt, und die machen das gerne, dann können sie einen Begriff aufschreiben. Also, Deadline ist Mittwochabend. Könntest du bitte das auf mein Puls legen? Danke vielmals. Und das kannst du immer im Petto haben, so eine Kiste Wörtchen, die du nicht weißt. Und dann holst du die führen. Und nachher kannst du selber Runden entscheiden. Die erste ist meistens erklären. Dann kommt alles wieder zurück, dann weiss jeder mal das Wort. Dann vielleicht ein Wort noch sagen, dann Pantomime, dann haben wir... Geräusch ist lustig. Geräusch ist immer das Letzte, weil das ist das Schwierigste. Und Leute, bei den Geräusch ist sehr wichtig, dass die Gruppe, die das Wort muss erraten, die müssen die Augen zutun, weil die meisten Leute, die Geräusch nachmachen, tun automatisch Pantomime. Weil es ist du machst mit der Hand noch etwas dazu. ja, oder also Zum Beispiel kannst du ein Beispiel machen. der Kollege hat letztes Mal Gebärmutter als Geräusch. als Geräusch. Wie hat er das gemacht? Er ist in den Sessel gelegen und hat da, als würde er das Kind gebären. Und das ist Pantomime. ja, nein, aber glaub mir, wenn du musst ja. Geräusch machen, du tust automatisch Pantomime. Ja, Und das ist wahrscheinlich. für die andere Gruppe so lustig zum Zuschauen. Weil die anderen so, hä? Was? Also, letztes Mal hat einer müssen so Knie kehlen und dann ist er so rumgekumpelt und hat so biong, biong, biong. Das ist so, ich lache immer wieder. Ich hätte wahrscheinlich so geschrauen wegen einem Kreuzbandriss oder so. Ja, kommt darauf an, was für andere Wörter das es halt gibt. Oder so knack. Ich würde so sagen, knack, knack. Ja. Knack, knack. Ja. Das ist schwierig. Aber das Gute ist ja dann, nach 3 Runden weisst du ja schon ein bisschen, was für Wörter im Topf sind. Ja, du musst es Und erklären. dann checkst du, aha, ich glaube, sie meinen mit dem Geräusch das Wort. Ja. Das ist lustig, das habe ich auch schon gespielt. Ja, das ist sehr witzig. Hey, etwas Genau. Lustiges. Noch etwas zum Schluss. Ja. Etwas, wo man ein bisschen Equipment dafür braucht, aber das sind Sachen, die man die hat um Weihnachten herum. Mhm. Jedes Jahr um die Zeit komme ich eben die Reels über von Familien, die an Weihnachten irgendwelche lustigen Spiele spielen. Das eine funktioniert so, du tust ganz viele Teelichtchen aneinander reihen und anzünden und dann musst du, indem du Merry Christmas sagst, probieren, dass sie löschen. Und dann sind die Leute so Merry Christmas. Ja, das ist so lustig. Merry Christmas. Und das ist so lustig. Ja. Das andere ist, du nimmst ein Kartendeck und leist es auf eine Flasche Holz. Also zum Beispiel eine leere Weinflasche oder kann auch noch eine volle Flasche sein. Einfach ein Kartendeck mit 36 Karten leist auf den Flaschenhals und jeder darf mal drauf blasen. Also so. Ja. Und nachher fallen halt ein paar Karten runter und das Ziel ist, dass am Schluss nur noch eine Karte auf der Flasche ist. Das ist ja mega schwierig, wenn du zu fest blasest, fallen mega viel runter oder das ganze Deck. Dann kannst du halt irgendwie etwas abmachen. Also der verloren, also der, bei dem, der alles der runterfliegt, hat verloren. Der gewonnen hat, ist die Person, bei der am Schluss noch eine Karte, die es schafft, dass am Schluss noch eine einzige Karte drauf bleibt. Ja, oder die hat verloren, die vorher alles runterfliegt. Genau. Okay. Ja. Ja, ich liebe so Sachen. Ja. Spielen die an Weihnachten so Spiele? Wobei, das Nein. besprechen wir dann am 24. Ja, genau. Was, wie wir so feiern. Genau. Ja, hey. Und Ich jetzt? habe im Fall noch nicht so viel Harti, aber irgendwie für einen Sonntagmittag möchte ich es ein bisschen... Ui, Kannst du extra gerbsen? Ich glaube nicht. Mach mal, ich kann das eben nicht. Ich habe das schon mega lange. Man muss so Luft einatmen, gell? Nein, ich mache es nicht. Ich kann das Du hast es unseren geschafft. Hörern nicht antun. Auf was wartest du? Ich habe gemeint, jetzt kommt noch einer. Nein, Okay. aber meine... Du hast verdammt viel getrunken.
Meine Krass. Dose ist fast leer. Ja. Aber es war fein. Ich habe das irgendwie nicht so fein in Erinnerung gehabt. Wieso ist das so fein? Ja. Und wenn ich jetzt ja. erzählen, was man machen muss, um die 24 Hearties zu gewinnen. Hä? Habe ich das noch nicht gesagt? Nein. Sorry. Nicht gesagt, wir sagen es am Schluss. Merke ich den Heart schon? Weiß auch nicht. Also Flavia, was müssen wir machen? Trommelwirbel. Flavia hat schon müssen überlegen. Also auf Spotify, oder? Genau. Genau, da unten. Also man kann übrigens auf Spotify kommentieren, wenn ihr das noch nicht gecheckt habt. Genau, wir freuen uns über Kommentare. Genau. Das mal müsst ihr kommentieren, um die 24 Hearties zu gewinnen. Und zwar mit einem Ausdruck, wie ihr anstossen. Also Jenny macht ja Viva. Viva. Wir in Einsiedler haben so einen anderen, längeren mit Ziggy, Ziggy, hoi, hoi, hoi und so Sachen. Also schreibt Eure Grußformel beim Prosten, oder wie sagen wir dem? zuprosten. Genau. Ja. Hat das keinen Namen? Prostruf. Prostruf rein und dann machen wir mit. Und Kann ich machen bis am 31. genau. Dezember. Ja. Gewinnerinnen oder einfach die Person, die gewinnt, die kontaktieren wir persönlich. Und wie kontaktieren wir die? auf Spotify gibt es mittlerweile eine Chat-Funktion. Nein. Doch, ist krass, gell? Du kannst im Fall jetzt auch dir Lieder auf Spotify schicken. Wie so Reels auf Insta kannst du dir... Ah, du hast mir ja... Ja, stimmt. Also früher habe ich immer einen Link kopiert auf WhatsApp Ja. verschickt. Ja. Aber du kannst jetzt auch wie ein Lied verschicken auf Spotify. Nachher gibt es einen Chat. Das ist crazy, gell? Ja, also dann tun wir euch in die Spotify DMs sliden, Oder, genau. oder? Und wenn ich da jetzt Schüssel erzähle, dann kommentieren wir euch einfach zurück, hey, du hast gewonnen. Und dann schreibt ihr uns auf Insta. Wir finden schon eine Wir Lösung. finden eine Wie das die Lösung. 24 Kartis Genau. Also gut, dann ja, danke vielmals fürs Zuhören. Gebt uns gerne 5 Sterne, wenn ihr das enjoyed habt, wenn ihr Spass gehabt habt. Und ja, teilt unseren Podcast. Guten Endspurt an Weihnachten. Und Wir hören uns noch ein paar Tage. bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Alter, also du hast den fast fertig. Ja. Ich habe die Hälfte noch. Und, also wie besoffen bist du jetzt? Gar nicht.